Morgen vor genau 3 Jahren, also am 15. Februar 2018, habe ich mit YouTube angefangen. Es ist einfach nur crazy, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Keine Ahnung, warum ich das genau einen Tag später nach Valentinstag geladen habe. Wahrscheinlich, weil ich absolut nicht besser zu tun kann an diesem Abend. Darum, für alle Singles, die heute nicht zu haben und sich überlegen, mit YouTube anzufangen, let's go! Nein, Spaß. Für mich bedeutet die ganze Reise, die ich bis jetzt erlebt habe, wirklich so viel. Vor allem im letzten Jahr ist wirklich einfach so viel passiert und darum habe ich gedacht, dass ich euch mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen verspätet ist, so einen kleinen Rückblick gebe, was in einem Jahr alles so passiert ist in meinem Leben. Gerade im Januar habe ich 10'000 Abonnenten geknackt. 10'000 war für mich einfach eine kranke Zahl. Kurz darauf ist dann Corona auch in die Schweiz gekommen, der Lockdown ist gekommen. Und was für mich sehr beeinflussend war, auch meine Schule hat zugemacht. Ich hatte keine Prüfungen mehr, der Stress ist komplett zurückgegangen. Ich konnte mich wieder richtig erholen. Und was für mich am zentralsten war, ich konnte selbstständig arbeiten. Ich konnte meine Zeit komplett selber einteilen. Heisst, wenn ich alles für die Schule erledigt habe, was ich machen musste, dann hatte ich auch Zeit für mein Hobby, also Social Media. 2 Videos in der Woche konnte ich hochladen. Was noch dazugekommen ist TikTok. Vorher war das für mich immer so eine lachhafte Plattform. Gerade im Lockdown ist die App, glaube ich, bei den meisten aufgekommen und interessant geworden. So wie auch für mich. Jeden Tag habe ich TikTok hochgeladen und bin immer mehr gewachsen dort. Mir macht es einfach Spass, komplett unnötige Sachen auszuladen und meine Kreativität auszuleben. Gerade das hat mir am meisten Freude gemacht zu dieser Zeit. Ich habe so viel Neues für mich entdeckt, dadurch, dass ich weg bin von dem Alltagsstress. Ich bin jeden Morgen spazieren, habe viel Zeit mit meiner Familie verbringen und vor allem viel Zeit für mein Hobby, also Social Media, investieren. Durch die Zeit habe ich auch gemerkt, dass es für mich doch irgendwie möglich ist, zum selbstständig und produktiv zu arbeiten. Für mich wird die Reise, sage ich jetzt mal, weitergehen und ich werde mich nach dem Gimmi der Selbstständigkeit widmen. In dieser Zeit habe ich auch sehr viel anders experimentiert und neue Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel habe ich mit der Mara meine Haare das erste Mal gefärbt. Für euch ist das jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber für mich war das auch die erste Erfahrung und ich glaube, ich hätte das niemals gemacht, wenn nicht Lockdown gewesen wäre. Am 1. April habe ich ein uraltes 50-Fakten-Video über mich hochgeladen, als Prank an euch. Es war so ein Video, das ich aufgenommen habe, das ich noch nicht mal YouTube gemacht habe. Und lustigerweise haben das viele nicht ganz gecheckt. Kurz darauf, im Mai, habe ich meinen Merch rausgebracht. Seit dem Februar war der in Planung. Für mich war das die erste Erfahrung mit dem und es war auf jeden Fall sehr viel aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Durch die Hilfe von meinem Bruder und von Can haben wir Nati Style Shirts und die ganze Webseite mit dem Werbevideo auf beigestellt. Wenn ihr noch wüsstet, ich habe an meinem ganzen Körper zittert, was geheißen hat, sie sind jetzt online. Und Leute, bereits nach einem Tag, ja sogar nach wenigen Stunden, ist einfach alles ausverkauft gewesen. Ihr habt das Shirt aufs andere gefeiert, sogar die Webseite ist abgestürzt, weil sie so überfordert war. Dort bin ich wirklich einfach sowas von sprachlos gewesen und es hat mir wirklich so viel bedeutet. Es ist halt echt viel passiert in diesem Jahr. Ich habe einfach spontan einen Pony geschnitten, was ich einfach nie vorgehabt habe und bin sehr oft live gegangen auf Insta, das hat mir auch mega Spass gemacht. Ich hatte ein paar Auftritte bei SRF und ich bin sogar in der Zeitung gewesen. Holy shit! Zudem habe ich es endlich geschafft, Veggie zu werden. Eigentlich habe ich das schon immer vorgehabt und habe es mir hergebracht. Jetzt bin ich seit einem halben Jahr am Durchziehen und habe sogar meine Schwester beeinfluenzen. Seit meinem Start mit YouTube hat es immer wieder mal ein Video mit der Mara gegeben. Mit Jahren haben wir dann miteinander abgemacht, also jetzt keine Videos mehr mit ihr werden kommen. Wir haben das weiterentwickelt und auch sie hat gemerkt, dass es für sie nicht mehr so ganz passt. Auch im Juli habe ich mich mal getraut, andere Videos auszuprobieren auf meinem Kanal. Ich habe ernste Themen wie Selbstkomplex angesprochen und habe ein Video über meine grösste Unsicherheit gemacht. Obwohl ich richtig Angst hatte vor euren Reaktionen, ist es richtig gut angekommen. Es hat mich wirklich mega gefreut, dass ich Leuten helfen konnte oder ihnen zumindest einen Denkanstoss geben konnte. Anfang August haben wir meinen ersten Kurzfilm, also meine Maturaarbeit, gedreht. Für mich war das die allererste Erfahrung. Ich habe noch nie so viel Nerven und Zeit in ein Video gesteckt wie in diesen Kurzfilm. Aber es hat auch unheimlich viel Spass gemacht. Ich habe so viele coole neue Leute kennengelernt und viele Erfahrungen gesammelt. Danke euch allen so viel mal für die vielen herzigen Nachrichten. Das hat mir wirklich viel bedeutet. Ja, die Schule wieder angefangen und ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen in ein Loch gefallen. Meine Noten sind schlechter geworden und andere private Sachen sind passiert. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie die Ella vom Kurzfilm. Auch mein 8-jähriger Hass, Mimi haben wir einschlafen lassen. Und das ausgerechnet an Weihnachten. Aber auch wenn das ein sehr spezielles Jahr war für alle, ist es für mich eines der besten gewesen. Ich kann zwar, wie ihr natürlich, auch auf coole Events, Lager, Partys und vor allem auf den Kontakt mit Freunden verzichten. Da bin ich ehrlich, das ist mir auch schwer gefallen. Trotzdem habe ich so viel Schönes erleben, habe neue Leute kennengelernt und Freundschaften über das Internet aufgebaut, habe viele Erfahrungen gesammelt und bin mit meinen fast 20 Jahren ein bisschen weitergereift. Außerdem habe ich die Woche das letzte Mal Gitarre gehabt. Für die mich ein bisschen länger verfolgen, die wissen, was ich für einen Struggle damit hatte.
Ja, bald bin ich mit der Schule fertig. Ich genieße jetzt noch meine Zeit, die ich habe mit vollen Zeug mit meinen Friends und freue mich auf meine Selbstständigkeit nach der Sommerferien. Allen meinen Kollegen möchte ich besonders danken für das Jahr. Ich bin auch richtig froh, meine Freunde an meiner Seite zu haben, die mich sehr unterstützen bei dem, was ich mache. Ja, wie gesagt, heute ist Valentinstag, darum höre ich jetzt endlich aufreden und genieße jetzt auch noch ein bisschen den Abend. Ich wollte euch einfach Danke sagen für das unglaublich nice Jahr. Gerade ohne euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Danke, dass ihr mich so fest unterstützt. Danke für all die lieben Kommentare und Nachrichten, die ich täglich von euch bekomme. Ich wisse gar nicht, wie fest mich das aufbaut und motiviert. In diesem Jahr sind so viele neue Gesichter dazugekommen. Mittlerweile sind wir 25.811 Menschen hier auf YouTube. Das sind fast doppelt so viele, wie das Hallenstadion in Zürich passen. Ich freue mich auf das Jahr und bin so gespannt, was alles auf uns zukommen wird. Ich habe euch lieb. Und jetzt schönen Valentinstag.